Also, gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Q&A über unsere Reise auf Norwegen. Ich bin hier mit dem Jan. Er ist extra von Ufiken hier auf Lungern angereist. Leider hat es jetzt ein paar Wolken vor Berner Bergen gegeben, aber scheißegal, wir fahren nach. Let's go. Die erste Frage von der Asti Ode. Wo hat eure Reise zu Norwegen angefangen? Wie hat eure Reiseroute ausgesehen? Jan? Ja, also sie hat ja eigentlich in Tromsø angefangen. Also wir sind einfach mit dem Flugzeug von Zürich auf Tromsø geflogen. Und dann haben wir dort das Auto abgeholt und für so die ersten 7 Tage haben wir, glaube ich, einen Plan gehabt und nachher haben wir so gesagt. Dann haben wir eigentlich, also wir haben vorab bei der Planung haben wir eigentlich einfach Orte rausgesucht, Berge, wo wir hin wollen. Ja. Und sind dann einfach vorab, was halt in der Nähe war, sind wir hingefahren. Die ersten 7 Tage sind wir auf Senja gegangen und dann eigentlich den Rest der Zeit ab auf Lofoteninseln und dann wieder zurück auf Tromsø. Dann der Oli Nelson. Wie lange sind ihr insgesamt unterwegs gewesen und wie lange habt ihr geplant? 27 Tage waren wir in Norwegen. Und geplant, ich weiß nicht, was haben wir geplant? 10 Stunden? Ja, sagen wir roundabout 10 Stunden. Auch Ja. mit ein bisschen vorher noch mit dem Flug und so. Aber, Plus minus 10 Stunden. also nicht mega viel. Mhm. Voll, danach hast du gefragt. Was war dein Favorite-Moment von der ganzen Reise? Es ist sehr schwierig, wirklich einen Favorite-Moment rauszunehmen. Aber ich glaube, mein Favorite-Moment, wenn ich jetzt einen muss sagen muss, war in diesem Hitli. Im Onderdalen Nationalpark. Dort eben das Hitli war offen für alle. Wir sind seit einer Woche nicht mehr in einem richtigen Bett gelegen. Es war wirklich Luxus, wieder auf einer Matratze zu schlafen und direkt am See. Wir haben Chili sin Carne gekocht. Chili sin Carne, vegetarisch. Richtig nice. Ja, Das war, glaube ich, mein Favorite-Moment. Bei mir ist, glaube ich, der erste Berg, den wir gemacht haben, bei den Lofoten, der Floja. Und ja, es war ein schönes Sunset. Wir haben alles so die Lofoten gesehen und es war so das erste Mal, wo wir die Lofoten richtig gesehen haben. Und ja, mal haben wir noch ewig lang Nordlichter gehabt. Ja, das ist wirklich ewig. Das hat es am besten noch ein bisschen abgerundet. Das war so wieder perfekte Oben. Darum war das etwas so mein Favorite-Moment. Mhm. Danach fragt Nils Jakob, wie seid ihr auf all die tollen Hitli gekommen? Und da kann ich die Frage an Jan übergeben, weil er hat eigentlich das meiste von diesen Hitli rausgesucht. Wie hast du die gefunden? Ja, wir sind halt eben immer bei einem Supermarkt hingegangen, haben das WLAN genommen dort, als wir Internet hatten. Und ja, haben wir einfach im Internet ein bisschen gesucht und auch ein bisschen auf Social Media, schon ein paar haben so diese Hütte besucht. Dann hast du halt ein bisschen probiert, so vom Hintergrund und so weiter herauszufinden, wo es ist. Und ja, manchmal war es einfach ein Schuss ins Blaue, wo wir halt schauen, ob es noch überhaupt dort ist. Mhm. Aber ja, hat immer funktioniert in der meisten Zeit. Und immer unter der Bank geschlafen. Also wie diese Freiluftsbibliothek oder wie die heisst. Ja, perfekt unter der Bank unterwegs. Und haben dort gepennt, im heftigsten Wind und Regen und allem. Aber sie haben mega gut geschützt, also es war tipptopp. Ja. Das war wirklich top. Ja, der Jan ist ein Härtekrieger, ich bin eher ein Pussy und habe Händchen geholt. Aber ich muss sie gleich wieder abziehen, weil ich muss wieder fragen. So schlau. Der Elias Kraft fragt, mit was dass wir am meisten gestruggelt haben unterwegs. Und ich habe das Gefühl, es ist mit den Schlafspots. Also einfach Schlafspots mit Regen und Wetter kombiniert. Ja, wir wollten halt Zeug machen, die halt nicht möglich war, wegen dem Wetter da am Schluss auf den Lofoten. Wir hatten keine Ahnung, blöd gesagt, wo wir pennen können, wenn es regnet. Und immer zahlen für ein Airbnb haben wir nicht wollen. Ja, und eben, du bist eigentlich so 2 Stunden dort beim Coop und hast einfach so Zeug gesucht, halt, einfach, was das Internet hast. Ja, und das irgendwo ist deckt pennen. Dann knüpfen wir an der vorderen Frage an mit dem Struggle. Der Janik Kiechler fragt, was war der Tiefpunkt der Reise? Ich glaube, der Tiefpunkt war, nach dem Flöja da, sind wir ja bei einer Ausfahrt übernachten. Dort hat es uns am Morgen dann noch schön verschifft. Ja, voll. Also ja. nicht voll verschifft, aber es ist eigentlich so nieseln und alles war nass. Im Auto kannst du es nicht trocknen. Und du hast einfach gewusst, du kannst nicht nur eine Nacht draussen schlafen, ja. Du musst irgendwo rein. Aber ja, dann sind wir eben zum nächsten Supermarkt wieder gefahren, haben dort Internet genommen, haben ein Airbnb gebucht und dann wirklich auch dürfen alles aufhängen, wir dürfen die Wäsche machen. Das hat, glaube ich, das Level wieder voll aufgebracht. Ja, safe. Aber das ist ein Highlight von dir, das erste Airbnb. Ja. Die Frage haben wir vorher kurz schon angeschnitten. Der Mock fragt, sind die Nordlichter echt schöner als auf den Bildern? Nein. Und ich sage euch, nein. Ja. Also auf den Bildern wirkt es ja richtig grün. Beim ersten Mal da bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil du hast eben immer die Bilder gesehen, es sieht so richtig grün aus, der ganze Himmel ist grün. Und danach ist es einfach so wie kann man sagen, eine Wolke, die irgendwie vom Mond angeschossen wird. Was sich aber schnell bewegt. Was sich noch das so tanzt in der Luft. Was krass ist. Die bewegt sich die ganze Zeit, der ganze Himmel ist eigentlich so am Leben. Also, ich habe es ja schon gesagt im Video, du schaust 30 Sekunden nicht auf, sieht es schon anders aus teilweise. Aber es ist schon auf Kamera, also du musst nie bearbeiten und gar nicht. Also du kannst schon mit dem Handy einfach ein Bild machen und das sind
grün, wie weiss nicht Ja, was. mit dem iPhone war sehr böse dort Ja, auf dem wirklich. Flo. Ja. Ich echt von euch, also mein Auge einmal, ich habe es jetzt nicht so grün empfunden. Also gar Nein, nicht. aber es ist gleich einzigartig. Auf jeden Fall. Also Es ist schön, wenn man es einmal mal im Leben das musst du sieht. im Leben sehen, Ja. sage ich. Das gehört auf die Bucketlist auf jeden Fix. Fall. Ich friere mir einen ab und weißt du, was ich jetzt mache? Das ist es eben. Jens, Kuss geht raus für die Kappe, gell? Der Silvio Zumstein fragt, wie viel Mal hast du Aranze gefroren? Ich habe, glaube ich, einmal Aranze gefroren und das ist, ich weiss nicht, wenn er geheißen hat, da wo wir... Ah! Auf jeden Fall auf diesem Berg hat es in der Nacht hergewindet und ich hatte arschkalt dort. Dort habe ich verdammt gut gepennt. Mir ist... Ja, es ist nie, wo ich richtig mit den Arsch abgefroren habe. Es ist einfach immer so zwischendurch. Mein Mädchen war, glaube ich, ein bisschen zu wenig dick gewesen. Mir immer hier an die Unterschenkel gefroren. Aber da habe ich halt mehr Schichten angelegt und dann war das auch weg gewesen. Also ist nie wirklich gefroren. Ah, dort, wo wir geschlafen haben, das erste Mal im Zelt, wo wir unser 25-Franken-Zelt getestet haben. Ja. Wo wir dort zum Auto gelaufen sind, hat es so geschifft wie blöd dort. Ja. Dort hatte ich auch kalt gehabt, stimmt, bis wir im Auto waren. Ja. Der Gibusletzer, Pascal, fragt, wie habt ihr es mit dem grossen WC-Gang gemacht? Und ja, also es ist eigentlich voll easy gegangen, weil Ja. wir sind ja meistens in der Nähe von der Straße unterwegs gewesen. Da hast du ja nicht planen, entweder Einkaufszentren oder hat halt öffentliche WCs gehabt. Es war jetzt nicht immer so toll, aber es hat Es funktioniert. war nicht Premium gewesen, aber der Job hat funktioniert, das ist gegangen. Danach kommen wir zur nächsten Frage von Florian Limacher. Kosten all in all. Und dazu mein zweites Handy führen. Weird Flex, Bro. Ja, wir haben eine schöne Buchhaltung gemacht und ich habe das noch zusammengefasst, extra für das Video natürlich. Zwar haben wir für beide Flüge, also von uns beiden, haben wir 800 gezahlt. Danach für das Automieten, das war eigentlich das teuerste, 1800. Danach für Outdoor-Equipment, also Zelt und das Kajaken, haben wir da auch noch drin gezählt. Also wir haben ein bisschen eine komische Buchhaltung, haben wir 200 gezahlt. Für das Essen 550. Das Auto zu tanken und für Mautsachen, Fähren und so haben wir 350 gezahlt. Und für die Unterkünfte, also die Airbnbs, 550. Insgesamt sind das 4250 Franken und pro Person gibt das 2125. Schon nicht so viel für Es ist Norwegen. wirklich nicht viel. Ja. Die Preise in Norwegen sind eigentlich Schweizer Preise gewesen, ausser beim Alkohol. Ausser beim Alkohol, das haben wir uns nicht ist gönnen können. orientiert. Ja. Die Reise war eigentlich blöd, auch nur so günstig, weil wir nicht viele Airbnbs hatten. Weil die sind natürlich eher teuer gewesen. Ja. Also eben, das teuerste war wirklich das Auto gewesen. Ja. Die nächste Frage kommt vom Tobim 2. Wie lange hat der Schnitt und Color Grading gedauert und wie viel Rohmaterial hast du gehabt? Rohmaterial habe ich 1,5 Terabyte. Habe ich gehabt, weil ich halt mit der Blackmagic RAW filme, was eigentlich dumm ist, aber ich kann im Fall gar nicht sagen, wie lange ich hatte zum Schneiden. Bei 30 Stunden wahrscheinlich. Stabil. Aber ich habe viel einfach nur das Video wieder angeschaut. Und die letzte Frage kommt von Livio Fuchs. Lohnt es sich, auf Norwegen zu gehen? Das Gefühl, nein, das ist der grösste Scheiß. Nein, ich habe das Gefühl definitiv. Du musst einfach Glück haben mit dem Wetter. Und das kann dir schon Strich durch die Rechnung machen. Dort oben weisst du nie, wie es kommt. Aber wenn du Glück mit dem Wetter hast, nur schon ein bisschen und danach ist es einfach geil. Ja, aber ich denke, du musst auch ein bisschen der Typ sein, so eben auf die Berge raufzugehen. Stimmt. Sonst Ja, ja. weiss ich nicht, wie fest es sich lohnt, weil du bist unten dran. Du hast nie den geilen Überblick über die Lofoten zum Beispiel. Das, Das hat ist, mega was viel richtig geil ausgemacht. macht. Für die gerne Outdoor sind. Outdoor-Lifestyle ein bisschen leben, ja. Ja, was ist dein Fazit von der Reise? Anstrengend, aber cool gewesen. Es hat auch eben Nerven gebraucht, immer wenn es regnet, so die Hütchen suchen und so weiter. Aber eben, wie schon am Anfang mal gesagt, hat die Landschaft kompensiert das alles. Weil ja, es ist einfach auch schön dort von dem her. Das ist, glaube ich, auch endlich mein Fazit. Es ist ein richtig geiles Land. Einfach, was ich auch geil gefunden habe, dass wir einfach frei waren. Weil wir haben wirklich einfach 27 Tage Zeit gehabt und können machen, was wir wollten. Und unser einziges Problem war das Essen und das Schlafen. Nix. Also, ja, am Anfang war das Wetter noch geil, jetzt nicht mehr. Darum ist es jetzt fertig mit unserem Q&A. Merci vielmals für die vielen Fragen. Zum Silvio seiner Frage, wie viel hast du Aranze gefroren? Ich friere mir Aranze und darum ist es fertig. Ja, besser gehen wir jetzt. Ja. Ade!